Datenschutzgrundverordnung, DSGVO oder RGPD, CO2-Emissionsnormen für Auto und Regeln für Handychargern, tun all das Gesetze gemeinsam. Sie kommen aus Brüssel. Wir gelten auch heute zu Lützburg. Und heute entdecken wir, welche europäische Decisionen aus der Nährkirche, der Garage und der Computer kommen. Willkommen bei Parliament Decoded. Ich bin Sven Klemmer, Piratendeputierter in der Chamber. Und heute gucken wir, wie EU-Gesetze entstehen und Lützburg recht integriert gehen an den Prozess, an dem die Chamber eine zentrale Rolle spielt. Erstens der Weg von Brüssel Lützburg. Es fängt an, dass die EU-Kommission etwas proposiert. Alles fängt nämlich mit einer Vorschlag von der EU-Kommission oder vom Conseil an. Das kann eine Direktive, eine Verordnung oder eine Entscheidung sein. Zweitens, das EU-Parlament und der Rat dezidieren. Der Vorschlag geht durch einen komplexen EU-Gesetzgebungsprozess zwischen dem Europäischen Parlament und dem Rat von der EU. Danach wird er publiziert. Wenn das Gesetz nämlich gestimmt ist, wird es am Europäischen Journal offiziell publiziert. Und dann fängt die Transpositionsfrist an. Aber wir haben normalerweise 2 Jahre Zeit für die EU-Direktive an die Lützburger Recht zu setzen. Bei Reglementen gelten sie per Konter direkt. Aber wo könnt die Chamber spielen? Einerseits kontrollieren wir die Regierungsarbeit. Als Deputierten überprüfen wir, wie die Regierung EU-Direktiven umsetzt oder wie sie sich am Conseil positioniert. Das sind nicht just technische Anpassungen, sondern aber auch fundamentale Änderungen in unseren Gesetzen. Ein konkretes Beispiel. Den RGPD hat uns gezwungen, 2018 alle Datenschutzgesetze zu überschaffen. Und als Member an der Chamber habe ich in der Umsetzung zu Lützburg direkt geschafft. Es gibt übrigens 3 Arten von EU-Gesetzen. Erstens Verordnungen, Reglement, direkt applikabel an alle EU-Länder. Und es braucht keine oder wenig Umsetzung, gilt also automatisch. Zum Beispiel den RGPD, Reglement. Zweitens gibt Direktiven. Sie definieren Ziele, aber jeder Memberstaat kann an einem Kader definieren, wie sie es selber wollen umsetzen. Zum Beispiel die Energieeffizienzdirektive. Und drittens gibt es Entscheidungen, die betreffen normalerweise nicht mehr spezifische Länder oder Organisationen. Als Member von der EU-Kommission für europäische Affären kriege ich Informationen über neue EU-Vorschläge, ehe sie finalisiert sind. So können wir frühzeitig aktiv gehen. Zum Beispiel, indem wir ein GL-Karte weisen, also da muss ein Kader geschafft gehen. Wenn wir nämlich meinen, dass die EU über die Kompetenzen rausgeht, kann ihn die GL oder sogar eine Rotkarte weisen. Daneben organisieren wir regelmäßig Reunionen, wo die Regierung also über die EU-Positionen informiert, aber auch Reunionen zwischen den EU-Parlamenten und dem Europaparlament. Ein Beispiel aus der Arbeit bei der Copyright-Verordnung. Bei der Reform von Copyright war ich aktiv dabei, die Position von Lützburg zu diesem wichtigen Gesetz zu definieren. Als Tech-Spezialist konnte ich konkreten Input geben, wo eventuell Probleme aufkommen. Auch beim Digital Services Act, das regelt, wie groß Tech-Plattformen funktionieren. Als Piratendeputiert war mir halt wichtig, dass Bürgerrechte geschützt bleiben. Mir natürlich gibt es Herausforderungen bei der Umsetzung. Erstens mal ein Zeitdruck, weil 2 Jahre sind DAX knapp für komplexe Gesetze. Zweitens gibt die Interpretation der EU-Direktive sind ganz häufig, ganz unklar formuliert. Und da gibt natürlich Konflikte mit nationalen Traditionen. Was für Deutschland passt nicht unbedingt auf Lützburg. Alle Lützburg für eine kleine Verwaltung, was die Umsetzung halt so nach mir schwer ist. Ein gutes Beispiel sind den RGPD. Am Internet schützen ja Personendaten. Am Supermarché helfen EU-Regeln für Lebensmittelsicherheit zu sorgen. Am Auto sorgen CO2-Emissionsnormen dafür, dass man mit sparsam fahren und Standardchargeren durch eine EU-Verordnung sorgen dafür, dass man alle Geräte mit einem Charger können laden. Wir können also mal kontaktieren den Deputierten. Wir können ihre Position weiterlehnen und vertreten. Zweitens, macht bei EU-Konsultationen mit. Die EU möchte DAX öffentliche Konsultationen. Drittens natürlich Petitionen auch auf europäischem Niveau. Da heißen sie übrigens European Citizens Initiative. EU-Recht ist nicht abstrakt, es beeinflusst all die Leben. Das nationale Parlament muss mir sicherstellen, dass das Gesetz da richtig umgesetzt wird und letzte Interessen berücksichtigt. Das ist eine Verantwortung, die ich ganz echt stelle, weil es Rechte und Pflichten als EU-Bürger geht. Und in der nächsten Episode gucken wir an die großen Debatten an der Chamber. Abonniert dafür unseren Kanal, also da ist. Welche EU-Gesetze und dir am meisten am Alltag bemerkt? Von dir, dass die EU zu viel oder zu wenig regelt? Lass mich wissen.